Guten Morgen alle und willkommen endlich zurück auf meinem Channel. Heute weisen ich euch 25 Tipps, die mir geholfen haben, meinen Abfall und meinen Plastikverbrauch Talschen zu reduzieren, wenn nicht sogar mehr. Ich will aber auch direkt am Voraus sagen, dass ich noch immer kein Hals bin. Auch ich mache noch immer Fehler, auch ich kaufe noch immer Plastik. Ich probiere aber natürlich zu reduzieren und eben aufzuweihen, brauche ich das nicht. Und voilà, ich gebe so und fange mal einfach an. Alles. Eine ganz einfache Sache, direkt für uns zu fangen. Die erste Sache, holt kein Plastiktüte mehr, weil die braucht sie nicht. Die können ja einen Ökosack holen, einen Jutesack oder einfach einen Längesack. Du passen der Sache gerade so gut dran, es hält viel lang und dir läuft auch nicht Gefahr, wenn der irgendwas dran hat, was den Eck hat, dass er Stuhl total abraubt und alles auf den Boden fällt. Was schon bei der Plastiktüte sind, die braucht auch keine Plastiktüte mehr an ihre Pubellen, weil das Blödsinn. Ich mache an meinen Pubellen innen dran just ein paar Bayer, respektive ein bisschen mit dicke Karton, den ich halt bei den Sachen halt von Jobs bestellt tun, dass du immer so ein paar Bayer angewickelt, da kann er ohne Probleme für dran zu legen oder wenn er eben Zeitung kriegt, kann er auch innen einfach 2-3 Blätter Zeitung legen. Das geht völlig durch. Erstens mal oder kein Plastik tut. Zweitens mal spürt er so viel Platz an der Dreckskiste da. Die wird merken, dass mich so ein Unterschied. Und der hat auch mehr Platz an ihrer großen Pubel, die aufgeholt wird vom Lärmisch zum Beispiel. Weil einfach die ganze Luft, die an dem Sack aus so viel Platz erwäscht, unnötig am Anfang. Und wieso brauchen wir die Tut? Es gibt sowieso alles nur an einen Tippe gehalten, wenn ihr so seht. Das nämlich doch mit ihrer geringer Pubel, die wo da wahrscheinlich daheim auch hat, hoffentlich mal. Du brauchst auch kein Tut. Man hat auch einfach Zeitungspapier innen dran, der geht dick durch und da wandert sie raus an die Großdroht. Man hat also einfach nur ein kurz proper an der Ware. Die wischt sein durch mit Wasser oder Seife. Man hat ein Zeitungspapier dran und dann ist es gut. Wenn er will, dass es gut riecht, dann legt er einfach ein paar Zitronenschalen dran oder momentan kriegt ihr überall Mandarinen. Voilà. Auch Platz gespürt, die hat kein Tuten, auch wenn die anscheinend recyclabel oder biodegradabel sind, die braucht es nicht, es fällt ja schnell mit Platz wasch. Die hat so gespürt von den blöden Tuten, weil Zeitung, die bezahlt er ja auch an Hanno Flitzi sowieso, wenn er sie gelesen hat, da können sie auch einfach an Grünpubel machen, an die Schwarzpubel, ist helle bon. Voilà, dann diesen, und zwar Obst und Gemüse. Wenn der Ackerhafe geht, die braucht kein Plastiktüten dort zu holen, die am Rayon sind. Ich meine, die gehen sowieso lose Wasch geholt, weil das wirklich super fanden. Mir für uns fängt, der kauft einfach kein Gemüse, was am Plastik gepackt ist. Also ganz ehrlich, das ist das Dümmste, was es gibt. Für was soll ein Banan oder ein Mandarin oder ein Paprika am Plastik gepackt sein? So holt ein Schul, wenn du daheim sieht, die wäscht sie ein Kehr, hoffentlich schon mal. Ihr sie benutzt oder es ist, du musst kein Plastik rundherum sein. Also boykottiert einfach mal all die Sachen, was Obst und Gemüse mal angeht, was am Plastik ist. Was schon nicht schlecht ist. Dann natürlich für Plastiktüten zu evitieren, können natürlich die Papayas-Tüten holen, die am Kaktus respektive am Dallis leihen. Weil aber noch besser ist, die bringt ihren eigenen Säckelchen mit für Obst und Gemüse. Erstens mal holt du heim dann nicht die lästig Papayas tut, weil sie mal sicher, die holt sie vielleicht nicht mehr die nächste Kehr mit. Und zweitens, der bezahlt einmal die kleinen Säckelchen an die gebrauchte Alkeias, die könnt ihr auch daheim waschen. Ich weiß nicht, ich gehe die schnell ein sichern. Voilà, jetzt sind sie heute Säckelchen. Du kriegst da genug dran. Ich weiß nicht, von der anderen Seite, voilà. Die könnt ihr ohne Problem einfach an den Waschgeheuer waschen und dann ist es proper. Du brauchst just darum zu denken, den abzuholen und dann ist es gut. Wenn wir schon beim ersten sind, gehen wir darüber bei Getränks und zwar kauft keine Plastikflasche für zu trinken. Braucht ihr nicht, als dämlich, für allem also schädlich, weil an den Plastikflaschen als Weichmacher dran, sonst werden sie nicht so Müll oder können sie zerdrücken. Die trinkt das mit, auch wenn das nicht schmeckt, weil ich meine 99% der Leute auf der Welt haben effektiv Mikroplastik am Körper. Höchstwahrscheinlich sogar auch am Blut, also ich gebe Plastik aus den Flaschen, ja, Wasser aus den Plastikflaschen evitieren. Ich habe nämlich ein viel besser gut Lösung. Erstens mal Glasflasche kaufen, die hat überall einen Drinkshop oder einen Drinks. Natürlich als eine Sache von Organisation, für den einmal oder alle 2 Wochen, einmal am Monat oder alle 2 Wochen
einkeier an den Drinkshop, et höll den sein ganze Batterklang mat, geht den auf, et höll den neuiert, kriegt ihr den Widerstoff hier. Und dann ist es gut, wenn er keine Lust hat, überall einfach ein Gläser Flasche zu holen, weil sie sind effektiv nicht liegt. Gebe ich euch die heute rekommandieren. Das ist ein Soul Bottle. Die hat auch so einen Henkel, das heißt, ich kann ihn so drohen. Du hast auch so einen Kochen Mantel, zu nennen, für unter den man nicht zum Beispiel immer drauf, wenn ich an den Training gehe. Du kannst auch ohne Problem Leitungswasser daraus trinken, respektive aus ihrem Grund, weil es schon zum Beispiel auch hier den schwarzen Stift da dran, das ist ein Aktivkohlefilter. Den könnt ihr einfach dran machen, an nur 2-3 Stunden aus dem Wasser proper. Das ist ähnlich wie den Brita-Filter, just eben, dass es biodegradabel ist, weil nur 6 Monate gehört dann ein an warmem Wasser für zu kochen. Da gehen all die Toxine raus. Da könnt ihr nach einem für 6 Monate benutzen. Den halten wir, ich meine, 8 € Cash. Wie gesagt, ich kann ihn ein ganzes Jahr benutzen. An nur einem Jahr kann ich ihn zerbröseln, aber Blumen machen als Dünger oder an den Kompost geheuern, das zersetzt sich. Respektiv, ich kann den dann nach einem Kehr am Wasser und lege ihn, ich weiß nicht, von der Kerzen, bei der Kerzentoilette, das hält nämlich den Geruch. Oder bei der Schung, von der Sportschung zum Beispiel. Also, besser geht es nicht. Der hat keinen Auffall mit Plastikflaschen. Der hat, weil es gibt nur nicht 40% von den Flaschen recycelt, wenn wir mal ehrlich sind. Voilà, dann eine Sache, was Gewürze angeht. Ja, der braucht keine Gewürze, die am Plastik aus, wo der nur alles wasch gehält. Ich schon mal zum Beispiel das heute Ankerkraut am Rewe gekauft, das aus Glas und hat hier so einen Kochgenstopp. Das ist natürlich leider nur eitel. Da gehe ich mal einfach irgendwo nicht Gewürz kaufen, weil du so eine Säckelchen kann auffüllen und schmeiß das halt dran. Respektiv, ich will nicht für sonst irgendwelche Sachen dran zu machen. Ich will zum Beispiel heute auch noch ein von einem Gewürz, so ein kleines gläsernes Döpfchen. Da kommt ich nur noch dazu, was da dran ist. Wie gesagt, die gläsernen Sachen, die könnt ihr auch benutzen oder die führt immer am Mund einfach auf an der Recyclage, an den Tri und dann recycliert ihr das und voilà. Die es nach geht, kauft so man wie möglich Fertigprodukte, weil die sind immer am Plastik oder immer am Aluminium angepackt. Kann der selber daheim mit ihr sind das nicht am Plastik angepackt ist. Pass einfach nächstes Mal auf, wenn der Ankaufen geht, wie viel Plastik wirklich rundherum liegt und guckt einfach den Schwarz in der Hut, auch von der Besatz, was er immer ist. Holt einfach vielleicht mal ein etwas anderes, was nicht am Plastik angepackt ist. Kauft mehr Ingredienten, die am Lassen sind, so nicht mal, weil die sind meistens nicht am Plastik und die schmecken auch viel besser. Und zum Kaffee, einer Sucht für viele Menschen, für alle, die arbeiten gehen. Holt, wenn das möglich geht, Hut an die Hut zum Beispiel eine Espresso-Maschine. Und die hat ewig immer die vielen Kapseln überall drin. Das nervt ja furchtbar. Auch wenn diese könnt an die Säckelchen von Espresso machen und zurückdrehen, das geht aber nicht richtig recycelt. Weil Fakt ist einfach, dass so viele Länder einfach nicht die Infrastruktur haben, für das können industriell zu recyceln oder zu kompostieren, wenn ihr so seht. Also industriell kompostierbar. Die Möglichkeit haben ganz viele Länder halt einfach nicht von den Infrastrukturen hier. Du weißt, es gibt so viel, es gibt Kapseln, die kriegt ihr auch am Dallis, die sind erstens mal das faire Kaffee, zweitens mal ist am Karton angepackt auch, und Kapseln sind biodegradabel, das heißt, sie können sie dekompostieren, die hat nicht irgendwelche Aluminiumsdinge. Was natürlich besser ist, wenn das Möglichkeit hat, oder die sind gerade am Gang zu überlegen, erst einen Kaffeeautomat oder eine Kaffeemaschine zu kaufen, da kauft erst einen Vollautomat mit Kaffeesbohnen. Kaffeesbohnen kriegt ihr zum Beispiel am Oni oder am unverpackt zu Träger, respektiv, wenn ihr den Kaffee kaufen geht, da kauft wirklich eine ganz große Packung für erstens mal nicht so oft müssen an der Boutique zu fahren und zweitens zu der eine Packung an. Du könnt dann natürlich auch den fairen Kaffee holen, weil so viel mit da ja ist den nicht. Ich habe ganz gut aus dem Rewe gefunden. Ich meine 2 oder 3 Kilo Kaffee an einer Keier. Das wird 5 Monate ausgehalten. Natürlich trinke ich mir auch schon 2 Mal am Tag Kaffee. Ob 5 Monate, ich meine knapp, hätte ich gesagt, 10 € oder so. Das ist nicht viel. Und wenn ich gucke, eine Kaffeekapsel kostet allein schon 30-40 Cent. Und der Kaffee, wo du dran hast, ist eigentlich 5 Mal mehr teuer, wie wenn du für den Kaffee gegen Bohnen holen. Also spielt auch noch so dabei. Wenn dann natürlich an das Restaurant geht oder die geht oben so raus in trinken, was ihr da könnt machen für Plastik zu evitieren, ist,
so direkt, ich will kein Chalimau an meinem Getränks. Die braucht kein Chalimau an ihrem Getränks. Die Gläser, die gehen gewaschen. Und ich kriege auch nicht die Kratz und Lipse, wenn du aus dem Glas normal trinkst. Ich meine, wenn der Wasser bestellt, trinkt er ja auch normal aus dem Glas und ich froh, dass ich kein Chalimau. Weil Chalimau, der geht natürlich auch von hinten angepackt und dran gemacht. Respektiv, wenn er rausgeht, dann hat er ja Chalimau immer irgendwo in ein Glas stehen. Du können 3 Leute noch drauf genäht tun, und die machen ja schon eine Cola. Just saying. Außerdem kriegt er Chalimau aus Edelmetall und aus Glas. Die können auch mitholen, gehen sogar, die lassen sich zusammenfalten, zusammenfallen und dann können die so wie ein Zauberstab aus der Post holen oder aus der Tasche. Und da können auch aus dem Chalimau trinken. Du hast kein Chalimau gebraucht, wo vielleicht Leute drauf genäht tun oder die Hände nicht gewaschen jetzt nicht nur gepackt haben. Das ist eher Chalimau und ihr wisst, was das immer so gemacht wird. Wenn wir schon bei der Hygiene sind, was Seife angeht, für Flüssigseife zu evitieren, die immer an den Plastikverpackungen, Typen da sind, kauft der vielleicht einfach, ich weiß nicht, etwas aus Glas oder so ein Seifenspender, der nicht aus Plastik ist, wenn der wirklich Flüssigseife hat. Der kaufen am Großen an, dass er immer just eine Packung hat, wo du immer nachfüllen könnt. Und vielleicht immer die kleinen 200-300 Milliliter. Wie sieht denn das? Sacheten. Voilà, dann hat er einfach erstens mal den Weg gespürt. Der hat nicht gerade so viel Auffall, wenn er unbedingt die braucht. Was natürlich besser ist, das ist Seife einfach Stück kaufen. Die könnt dann einfach, wenn er das zum Beispiel auch nicht gerne hat, dass die Seife immer so drauf hängen bleibt an der kleinen Schultchen, könnt ihr einfach ein kleines Köstchen holen, dem hat du Schicken dran oder so kleinen Stein. Und da lädt das Seife drauf, weil da läuft nämlich Wasser von der Seife rauf und dann ist er im Drischen. Wo wir dann noch schon bei der Seife sind, gehen wir dann noch bei der Shampoo rüber, weil der Shampoo ist immer am Plastik dran. Da geht jetzt auch Shampoo Stück, und zwar habe ich zum Beispiel das heute, das ist der Foamy, das sieht so aus an der Packung. Die kriegt er am DM, auch mittlerweile ohne Nylon-Säckelchen, der riecht ziemlich gut, nicht hoher. Wie ihr seht, auch nicht Futti. Ich benutze den schon seit ein paar Monaten. Ich hatte am Anfang die von Lilly Natur, die habe ich am Winter nicht mehr so gut vertraut, weil mein Haar immens Drische gemacht hat. Den halten ist wirklich top, den ist eben für geschädigtes Haar, die kriegt auch für drischend Haar. Wirklich top. Das ist natürlich eine gewöhnliche Sache. Es scheint nicht so wie normale Shampoo, gell? Aber das ist aber definitiv der Wert, weil die wird gesehen, ihr kommt immer da viel mehr lang wie mit dem flüssigen Shampoo. Es gibt auch Beauty Cubes, die kommen eigentlich aus England, also Großbritannien, UK. Gut, die muss ich dann natürlich bestellen, das könnt ihr natürlich immer am Flieger, das ist natürlich auch nicht immens für den CO2-Aufdruck. Ne? Du willst den heute kriegt ihr am DM an, respektiv, die könnt auch bei Lilly Natur bestellen, und da könnt ihr dazu selber auffüllen oder es wird geliefert. Kann ich nicht mehr rekommandieren, die sind auch nicht schlecht, muss ich eben herausfinden, wen am besten für ihn geeignet ist. Da kommen wir noch bei Küchensachen, und zwar Frischhaltefolie braucht ihr auch nicht, weil es gibt nämlich die Dinger hier. Und zwar sind das Beiwurst-Wraps, wenn ich das so kann sagen. Wie ihr hört, das passt, das ist mit Beiwurst gemacht. Die halten auch ewig. Also die dürfen natürlich nicht an die Mikrowelle machen, weil wie gesagt, da schmilzt die Wurst, das ist so logisch. Aber ich fand sie mega gut. So riecht noch irgendwie gut, fand ich. Am Anfang muss ich natürlich aufpassen, kann ich okay Fleisch oder so dran machen, weil das hält eben dann noch ein bisschen den Geruch vom Wurst an. Aber für Obdippen zu machen oder so mal etwas aufzudecken, sind sie wirklich top. Und Sachen halten viel mehr lang frisch wie mit Frischhaltefolie. Weil das ist nämlich atmungsaktiv. Ich habe selber den Test gemacht. Ich schon Orlo kann ich euch auch ein schnell sicher. Voilà. Hier habe ich eine Zwiebel dran, eine halbe, schon eine halbe Woche. Die sieht noch immer top aus. Du hast nichts drin, kein E-Fleck. Die ist noch tiptop, sie ist nicht verdrischend. Also ich kann die nicht mehr rekommandieren für allem. Sie halten ein Leben lang. Aber wenn das benutzt wird und die lädt zurück an den Schaf, ich schon immer von einem alten Küchenpapier so ein Rollo und ich wickle sie rundherum, weil sie eben passen durch eben
Körpertemperatur ist das ja ein bisschen mehr warm mit der Hand, da bleibt das doch passen. Die könnt ihr hinstellen und den Tierang leeren, et voilà. Die muss ich schon ein Kerl mit rotlichem Wasser aufputzen, dass natürlich die Reste vom Essen, die eventuell drin sind, drauf sind. Und dann ist es gut, die kauft einmal und die hütet manchmal über die Jahre. So, da komme ich noch zu dem kleinen Düppchen halt zurück, aber was da dran ist, und zwar sind da Dentabs dran. Das ist mein neuer Zahnseife. Ihr braucht just so einen kleinen Tabs zu holen, so einen kleinen Pültchen. Die zerknatzen und da wäsche ich erst Zahn und da habe ich auch einen von Hydrophil geholt, ein Zahnbürste aus Bambus, das hier nicht mit Plastik. Brauche ich mal meinen Zahn auch nicht mit Plastik zu waschen. Voilà. Die Dentabs kriegt ihr auch bei Lilly Natur, die kriegt auch da Zahnpasta umsteckt, das heißt, wo ihr dann ein Zahnbürste anstreift und dann eben Zahn wascht. Du hast auch eine Sache von der gewöhnlich, weil es scheint nicht so wie bei einer normalen Zahnpasta. Aber das fällt seinen Zweck, das ist kein Plastik und der Bose ja Zahn nicht mit Mikroplastik. Voilà. Dann noch eine andere Sache, 2 Sachen, und zwar die Ohrstäbischer, die sind aus Bambus, auch nicht aus Plastik. Die könnt ihr auch zum Beispiel einfach, weil es Holz ist und über Bambus wird, respektive normal wird, Cutting, könnt ihr die an Grün 30 auch geheuen, das dekompostiert sich auch oder an ihre Kompost. Und dafür sich aufzuschminken und medischer dabei sind, voilà, Cuttings, iPads. Die könnt ihr waschen, ich wasche sie immer mit einem Discher auf 60 Grad, da gehen sie auch im Shape proper. Ich habe da 10 Stück, das geht am Anfang dick durch, die gehen einmal an der Woche mit an die Wäsche und dann ist es gut. Da braucht ihr keinen, der voller Chemie, Wattepads da, weil ich habe gemerkt, wenn ich mich heim mich aufschminke, geht meine Haut definitiv mal irritiert, weil auch an den Cuttings Sachen wie iPads und so, auch da ist mega viel Chemie dran, was eigentlich nicht über das Haut gehört, wenn wir mal ehrlich sind. Gehen wir bei den Deo, da gehen natürlich die Roll-Ons von Rexona, von Nivea, von L'Oreal, von H&O. Die braucht auch nicht erstens, die meisten sind zwar vielleicht hier am Glas, aber wo der Plastik drin, also können das nicht richtig recyceln. Ich habe mal hier so einen Deo-Stick von bei Lilly Natur auch. Ich poste die Links, wo da die Sache kriegt sowieso hier innen drin. Ich nehme mit Lavendel, die fand auch hier an der Infobox, sind alles wirklich top. Er möchte keine Spuren, er hält mega lang, er riecht mega gut. Aber meine Haut ist viel mehr irritiert, weil kein Knasch dran ist. Kein Mikroplastik, also nach einem Karton, wenn ich schon abgebracht habe, flitten an ein paar Bayer, ist es bon. Danach eine Sache, die ich vergesse, was Küchen angeht, und zwar die heutigen Utensilien. Jidfrei von Ersch kennt das hier, der gute Breilöffel, mit dem ich gebetscht gehen muss. Ich meine, Gag. Einfach, ich meine ja Breilöffeln oder einfach so Küchenutensilien aus Holz, das wäre unhygienisch, das stimmt nicht. Holz ist 100 Mal mehr hygienisch wie Plastik. Ich habe zum Beispiel auch ewig ein Plastik oder so ein Plastik-Schneidebrett gehabt, weil ich gemeint habe, das wäre super hygienisch. Das ist überhaupt nicht hygienisch. Ich habe mir da Lorem aus Holz geholt, weil die anderen sowieso Futti waren. Die sind viel besser, die kriegen viel besser geputzt. Und irgendwie Holz, das tät schon blöd das putzt sich irgendwie selber. Also auch wenn da 3 schneidet und die hat die Ritzen dran, das ist aber immer 100 Mal mehr proper wie der Plastik. Weil alles, wenn an der Plastik schneidet, schneidet der Plastik ab und dann hat ein Plastik am Essen. Das ist lecker. Dann, wenn der fertig ist, man Essen für zu spulen, habe ich mal die Heuten auch zugelöscht, weil die anderen eben auch den Geist abgehen hat. Das ist auch mit Bambusborsten, die ist von Radeka Naturfibre. Wenn die fertig, also wenn Beist nicht gut ist, dann kann ich den rufen, ich kann es an Grün-Dreckskisch gehalten oder an den Kompost. Und ich kann meinen neu kaufen, also süß das ewig steckte Cup. Dann habe ich noch den heutigen Kokosnuss-Donut gekauft. Das ist auch eine Spülbürste, wie nennen das? Ja, für zu spülen halt ein Beist. Aus Kokosnuss-Schul eben gemacht. Die ist auch sehr gut für zu spülen, kann ich auch nicht mehr rekommandieren. Was dann noch wichtig ist, und ich meine, wir sind sowieso schon weit über 25 Tipps, mit das ist nicht schlimm, was mehr wird besser. Und zwar immer ein Coffee-to-go-Becher dabei. Und ich schon immer einen Kaffeebecher dabei. Schon allein, weil ich morgens meinen Kaffee am Auto trinke, und ich immer den Becher dabei. Wenn ich dann irgendwo bin und ich will einen Kaffee und ich habe keine Lust, dann so einen Becher zu mit einem Plastikdeckel, mit einem Plastikdeckel
Löffel, den sowieso nicht springt, der kleine Stick, du will ihn dummer da umrühren. Ich weiß nicht, ich verbrenne immer Potten dummer. Mir egal. Ich habe mir immer mein Coffee-to-go-Becher mit, die lassen schon abfüllen. Normalerweise ist das kein Problem. Wenn er einen uns sieht, und sie so, wir können nicht mehr, wenn es Hygienevorschriften, das ist Bullshit, weil so Dinge gehen nicht. Das ist nämlich wie bei Metzler. Die könnt ihr auch ohne Problem, wenn ihr Fleischdecke gehen oder Käsekaffee geht, könnt ihr ohne Problem eure Behalter mitholen. Die stellt den Ofen auf Take und hefelt er an. Das ist kein Problem. Die könnt das ruhig bei eurem Metzler machen. Die werden überrascht sein, wie froh sie eigentlich sind darüber. Da muss ich aber auch sagen, dass ein Dallis zum Beispiel das am Papaya abhängt. Natürlich, die Papaya als Banner ein bisschen mit Plastik beschichtet, also haben wir da auch nicht gewonnen. Also bringt der Sache selber mit. Er Behalter. Das ist nicht schwer. Muss ihn einfach daran denken, wenn der 50 Kilo bei dem Metzler holt er Dippe schon mit. Froh, ob das geht, stellt das Ofen hin, da kann hin das aufhören, aber erst einfach dran machen. Da sind eher Keimen und eher Bakterien nicht über Take gegangen und das ist auch gut kein Problem dann. Voilà. Ich meine, das waren all meine Tipps auf alle Fall, die mir geholfen haben, Plastik zu reduzieren und meinen Abfall hierhin zu reduzieren. Ich habe aber noch eine Reihe Tipps von Erschgrut, die ich einfach ein vier lesen. Da waren auch ganz gute Sachen dabei. Er schreibt, Tupperware immer dabei holen, auch wenn ihr an ein Restaurant geht oder an Kant, den natürlich habt ihr übrig und völlig nach Themen holen. Das ist eine ganz gute Idee für Käse und Doggy-Bag mitzuholen aus Aluminium. Ganz gut. Und dann schreibt er auch noch, immer Besteck dabei holen, für das ihr kein Plastikbesteck muss benutzen. Das stimmt. Du kriegst ja nämlich Bambusbesteck, Holzbesteck, also Vielfalt ist groß, ich schon mal aus Edelstahl gekauft. Ich habe auch immer dabei, für das ich näherens muss, wenn ich mal irgendwo schnell bis Essen Plastikbesteck muss holen. Weil Lebensmittel an Glascontainer an eben so lokal wie es geht. Die kriegt auch ganz viel Essen, entweder an der Bix oder am Glas. Holt es einfach am Glas, das ist viel besser. Am Supermarché gemäß natürlich am Beutel mit holen, das ist das, was ich auch so, bringt einen Säckelchen mit. Den Kleiderkonsum auch zum Beispiel limitieren, brauche ich das nicht, aus das Nonsens, auch vielleicht gucken, was er kauft, genau. Nicht zu viel kaufen, aber auch nehmen das, was ihr packt oder braucht. Ich schon mal zum Beispiel auch bei ihm angewöhnt, wenn ich etwas abmache, wie zum Beispiel ein Pasto-Tippchen, dass ich mal ein Datum drauf schreibe, wenn ich es abgemacht habe, nicht, dass ich mal nur einfach denke, okay, wie lange ist das ab? Ah, das ist bestimmt nicht gut, kommt das fliegt. So kann ihr Lebensmittel viel mehr lang halten. Einfach mal lernen zu verzichten, auch ein ganz guten Tipp, weil oft brauchen wir nicht alles das, was wir kaufen. Ja, Getränke an alles an die Gläserflasche kaufen und nicht an Plastik. Beispiel auch schreibt Christachsgeschenke an einer Küste verschenken, die kann ich nämlich nur noch benutzen. Das ist ganz gut, das muss man auch sowieso für nächstes Jahr verhalten. Das man das Jahr klar geht, wie ich am Gang war, Sachen anzupacken, wie gesagt, die sieht, ich denke noch nicht alles. Für einfach flott Küchen zu machen oder die kriegt auch Kartonsküchen zu kaufen. Du kannst ja etwas dort malen oder so. Da kann die Person, die etwas geschenkt kriegt von ersten Karton, auch für etwas gebrauchen oder nächstes Jahr holen, für weiter zu verschenken. Ja, oder eben für Sachen anzuräumen und muss nicht unbedingt fortgeheuern. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen zu liken und meinen Channel zu abonnieren, auch die Schallheimen zu aktivieren, dass ihr die nächste Video nicht verpasst. Wie gesagt, ich schreibe all meine Tipps hier innen dran, respektive all die Tipps, die ich noch von Erschgrut an den ganzen Input. Ein großes Merci dafür. Und da sehen wir uns nächstes Mal. Ciao.